wo ihr euch anmelden könnt. Hey, cool. Und jetzt darf ich euch etwas weiteres noch ansagen. Mega cool, auf das freue ich mich sehr fest. Wir haben heute einen Gastprediger eingeladen für die Predigt heute. Der Sean Bran wird heute Predigt machen. Sean, can I invite you on stage, please? Gebt ihm doch schon mal einen warmen Applaus. Okay. Hallo. Guten Morgen. Very nice. Go ahead. Yeah. Yeah. Okay, Sean, tell us a little bit about who you are and what your ministry is. Sean, bitte erzähl doch einfach ein bisschen, wer du bist und was dein Dienstbereich ist. Yeah, so first of all, I actually live here in Zurich. Also zuerst mal, ich lebe da in Zürich. Aber my Deutsch is nicht gut because I'm an American. Aber mein Deutsch ist nicht gut, weil ich Amerikaner Ik ben bin. momenten in der Sprachschule, aber nicht gut. Okay. So thank you for your grace this morning. Keine Werbung für Migros-Clubschulen. Okay. Yeah. Blame Migros Clubschule. If you work at Migros Clubschule, you need to quit. No, I'm kidding. I'm kidding. Just joking. So yeah, my name's Sean Bran. Hey, ich bin der Sean Bran. We have lived here for a few years in Switzerland, and we run an organization called Go and Tell. Ich lebe schon ein paar Jahre mit meiner Familie da in Zürich und ich habe eine Organisation, die heißt Go and Tell. And what Go and Tell is a ministry where we are raising up an army of people who love Jesus and share about him everywhere they Und bei go. Go and Tell geht es darum, dass wir möchten Menschen ausrüsten, eine Armee von Menschen, die ready sind, zum Gehen und zu erzählen. How many of you know that Jesus Christ is the hope of our world? Wie viele von euch wissen, dass Jesus Christus die Hoffnung von dieser Welt ist? We have the best kept secret of all Wir time. haben das bestgehütete Geheimnis von aller Zeit. And we need to let people know Jesus is alive. Und wir müssen doch haben, dass Menschen hören und wissen, dass Jesus lebendig ist. And let me repeat that. Jesus is alive. Wer denkt, dass Jesus lebendig ist? And right now, over Christmas time, we celebrate Emmanuel, Und jetzt über Weihnachten feiern wir sogar Immanuel. God with us. Gott, der mit uns ist. And our world needs to hear these words that God is with us, He loves us, and He came to give us eternal life. Und genau das muss die Welt hören, dass Jesus für uns ist, dass er mit uns ist und dass er sein Leben gegeben hat, auf das wir ewiges Leben haben können. Amen? Amen. So we want to mobilize every believer in the world to share the gospel of Jesus. Also das Ziel von Go and Tell ist, jeden Gläubigen auszurüsten, dass er fähig ist, zu gehen und zu erzählen von Jesus. Again, I live here in Switzerland. Also ich lebe da in der Schweiz. And everyone says, don't talk about Jesus. Don't talk about religion at work. Und alle sagen, hey, red nicht über Glauben und ja nicht an der Arbeit. And I tell you, talk about Jesus at work. Und ich sage, ich bin da zum sagen, hey, redet über Jesus. Talk about an Jesus eurem at home. Arbeitsplatz. Redet daheim von To Jesus. your neighbors. Zu deinen Nachbarn. To everyone. Zu jeder Because Person. He is the hope of Weil Switzerland. er ist die Hoffnung für die Schweiz. Amen? Amen. So we want to mobilize every believer to talk about Jesus using their own talents and giftings and go into their spheres of influence. Und genau das geht es bei Go and Tell. Wir möchten Menschen ausrüsten, dass sie mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten in ihrem Umfeld einen Unterschied We do that. machen. We do that in Switzerland. We do that in many places around the world. Und wir machen das in der Schweiz und auf der ganzen Welt. So tell us a little bit where you have been last week. Erzähl uns doch, wo Okay. du letzte Woche gewesen bist. So the last couple of weeks, I'll show you a picture in just a moment. In the last couple of weeks, we were in Korea, China, Also die paar letzte Woche sind wir in Korea, Sri in Lanka. China, Sri Lanka and India. und I Indien. just got back from India last week, Und ich bin jetzt gerade zurückgekommen von Indien and I letzte actually want to Woche. show you a few Und pictures ich möchte euch gerne ein paar Bilder because zeigen. I want you to see that Jesus is coming soon. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus gleich kommt. I'm telling you, Jesus is coming soon, Ich sage, church. Jesus kommt gleich. And He's raising up an army of people. Und er tut wirklich eine Armee von Menschen sich sammeln. He's raising up people who say, I want to talk about Und er Jesus. sammelt Menschen, die sagen, ich will von Jesus And erzählen. everywhere that's happening, revival's happening. Und wo immer das passiert, ein Revival, eine Erweckung passiert. So this was last week in India. Go ahead and Also show this picture. das ist von letzter Woche in Indien. 400,000 people came to church last 400'000 week. Menschen sind an diesem Sonntag in den Gottesdienst gekommen. No pressure when you're preaching up there. Also ja, kein Druck, wenn du der bist, der predigt. But I'm showing you this picture because I want you to see God is doing something special. Und ich möchte das zeigen, dass ich sage, hey, Jesus ist wirklich on the move. Er It doesn't macht matter etwas. if you're in India, Es spielt keine Rolle, ob du in Indien if bist, you're in China, ob du in China if bist, you're in America. ob du in Amerika The bist. gospel of Jesus is for all people.
Die gute Nachricht von Jesus ist für alle Menschen. And the same God that's moving in India Und der gleiche Gott, der in Indien am Sachen bewegen ist, is doing something here in Switzerland. ist etwas da in der Schweiz am bewegen. Someone asked me one time, do you think revival is coming to Switzerland? Also ich bin schon mal gefragt worden, hey, glaubst du, ein Revival, Erweckung kommt in der Just Schweiz? like India. So wie in Indien. Let me ask you this question. Darf ich dir die Frage stellen? Do you think revival is coming to Switzerland? Glaubst du, dass Erweckung in die Schweiz kommt? Anybody? Jemand? I tell all my friends back in America, Ich sage all meinen Freunden in Amerika, when they ask me this wenn question, die Frage stellen, I say, 9. ich sage nein. They go, oh, that's so Und sad. alle machen, das ist aber traurig. They have no idea even where Switzerland is. Nicht, dass sie könnten auf einer Karte die Schweiz anzeigen. Ja. Still, all these years of living here, they ask me how the meatballs are in Genau, Switzerland. sie fragen mich immer, wie die Fleischbälle sind in der Schweiz. And I tell them, revival is not coming to Und Switzerland. ich sage, Erweckung kommt nicht in die Schweiz. Revival is already happening in Es ist Switzerland. schon am Passieren in der Because Schweiz. God is doing something special in this Weil country. Jesus ist wirklich etwas am Machen da. Because in He's der the God Schweiz. of this country. Er ist der Gott von diesem And Land. He's doing something special, just like India. Und er ist dort etwas am Machen, genauso wie in Indien etwas am Machen ist. There's something happening in the church. Es ist etwas am Passieren in der Kirche. These are the greatest days of church history to be Das sind die alive. besten Tage von der Kirche in der Geschichte. These are the end days. Das sind die Tage. And God is calling an army of people. Und Gott ruft eine Armee von Menschen. Did you know there are no superstars in the kingdom of God? Hast du gewusst, dass es keine Superstars im Königreich Gottes gibt? There's one king and his name is Es Jesus. gibt einen König und das ist Jesus. And he's calling his bride. Und er ruft seine Brut. And he's saying, come, Und er sagt, komm, come, komm, talk about me. red über mich. Get ready for my coming. Bist parat, für wenn ich I'm wieder coming komme. soon. Es wird nämlich bald And sein. all around the world, Auf der ganzen Welt. stuff is happening. Das ist schon passieren. These are great days to be Es alive. sind wirklich geniale Tage zum lebendig sein jetzt gerade. Amen. So tell us a little bit about your first nickname you got in ministry. Erzähl uns mal von deinem ersten okay. Spitznamen, den du bekommen hast in deinem Dienst. I was just telling my friend here, I told her I was a youth pastor 25 years ago. Ich habe gerade der Melli erzählt, ich war mal ein Jugendpastor gewesen vor 25 I Jahren. know I look younger than that, Ich weiss, ich sehe jünger aus als das. but I had a lot more hair. Ich habe viel mehr Haar gehabt. That's what youth ministry does to you. Ja, das ist was die Jugend tut mit dir. So I was a youth pastor preaching my heart out. Jesus loves you. Ja, hey, ich habe alles gegeben als And one Jugendpastor. day after youth service, Und eines Tages nach dem these 4 teenage Jugendgottesdienst, girls came to me 4 Teenagers kommen zu mir and they said, Pastor Sean. und sie sagen, Pastor Sean. Okay, okay, nice, ja. I was 20 years old at the Und time. ich bin 20 gewesen, Yeah, so I'm 47 now. also er ist jetzt So 47. it's actually 23 years. Also, Anyways, ich bin 23 gewesen. so I said, yeah, what's my nickname? Und ich habe gesagt, ja, was ist mein Spitzname? Because when you're in youth ministry and someone in your youth group gives you a nickname, you've arrived in youth ministry. Genau, wenn du nämlich wenn du in die Jugend schaffst und sie geben dir einen Spitznamen, dann bist du angekommen, dann bist du. This is how you know. Okay. So if y'all get a nickname for my sister, you need to tell Also her. hey, liebe Jugend, jetzt haben wir einen Auftrag, einen guten Spitznamen für die Melli So I was herauszufinden. like, what's my nickname? Und ich habe gesagt, ja, was ist mein Spitzname? Holy One, Der Heilige, Man of der Gold. Mann Gottes. What's my nickname? Was ist mein Spitzname? And I was ready for it. Und ich bin parat I said, Pastor gewesen. Sean, Und sie hat gesagt, Pastor Sean, your nickname is dein Spitzname ist Pharaoh. Pharao. Pharaoh? Ja, aber was? Pharao? Why? Warum Pharao? Varum Pharaoh. They said, because when you preach, you Will- don't let God's people go. Wenn du predigst, dann geht das Volk Gottes nicht mehr heim. So, just for your sake this morning, I have a countdown timer. Genau, also für euch, darum haben wir extra einen Countdown-Timer eingestellt. 40 kannst du schon laufen lassen ab jetzt. I hope I So, don't. clock is running now. Yeah, please, time out, time out. Yeah, that was my nickname. Das war mein Spitzname gewesen. Hey, mega cool. Sean, ich freue mich mega. Ich möchte beten. I'm gonna pray and then we're gonna start into your preach. I'm gonna pray in German. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den Sean, für den Ruf, für seinen Auftrag, den er hat. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du ihn brauchst, dass durch ihn dein Wort heute gross werden, Jesus. Dass dein Königreich gebaut werden und dass wir deine Hand am Wirken sehen dürfen, Jesus. Wir legen die Zeit jetzt dir her und bitten um dein Wirken. Amen. Amen. All right. Hey, we will skip the video just to save time, if that's okay. Because my countdown clock is going down right now. Genau, das Video überspringen wir. Wir sparen Zeit. Kannst du schnell rauf tun, bitte? Yeah.
You can put it up here. It's okay. Danke vielmals. Thank you, thank you. I was starting to sweat. Like, where's my glasses? Wie soll ich das sehen dort unten? Muss ich meine Brille haben? Hey, turn with me to Acts chapter 3. Hey, mach doch deine Bibel auf und schlag sie auf in der Apostelgeschichte 3. We're going to get right into the word today. Wir steigen gerade ein mit dem Wort Gottes. While you're turning there, I just love that worship song singing about the holiness of God. Und während wir das suchen in der Bibel, hey, ich möchte einfach sagen, wie schön dass das Lied war, wo wir über die Heiligkeit Gottes gesungen haben. Do you realize when you start singing about God being holy, something special happens? Hast du gewusst, wenn wir über die Heiligkeit Gottes singen, dass dann etwas passiert? Because right now in heaven, all of heaven is singing those very words. Weil jetzt gerade im Himmel werden diese Worte gesungen. So whenever you sing songs about the holiness of God, Also wenn wir Lieder über die Heiligkeit Gottes singen, holy is just a fancy theological word for being set apart. Heiligkeit ist ein theologisches, spezielles Wort für die Separierung Gottes. When we're saying, God, you are holy, Wenn wir sagen, Gott, du bist heilig, we are saying there is none above you dann and there sagen is wir, none es gibt equal to niemand, you. der über dir ist oder niemand, der gleich ist. Everything is below you. Alles ist unter You dir. are holy. Du bist And heilig. when you sing these Und words, wenn wir diese Wörter singen, the reason it's so powerful der Grund, wieso das is einen because Unterschied heaven macht, and earth collide. weil Himmel und Erde kommt dann zusammen. We get to experience a small piece of eternity on Wir earth. spüren einen kleinen Ewigkeitsmoment da jetzt auf Erde. We join with the chorus of heaven, Wir steigen ein, das Lied vom Himmel. and something special Und happens. etwas Spezielles passiert. So worship. Also Lobpreis. Keep singing these songs, Hey, bleibt dran und singet die and watch Lieder. as heaven comes to earth. Und schau, wie der Himmel auf die Erde kommt. Amen? Amen. Okay, Acts chapter 3. Okay, Apostelgeschichte 3. And perhaps you read it in German. I do, yeah. Just read it in German. Also ich lese es in Deutsch, wir überspringen die englische. Ich hoffe, alle Englischsprachigen haben heute ihre Bibel dabei. Es wird wichtig sein für dich. Acts 3, 1 through 12. Apostelgeschichte 3, 1 bis 12. Und ich lese. Eines Tages gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel hinauf. Es war 3 Uhr nachmittags, die Stunde des Gebets. Am Eingang zum Tempel, der das schöne Tor genannt wurde, ließ man einen Mann hinsetzen, der von Geburt an gelähmt war. Er bettelte dort wie jeden Tag und hoffte auf Geld. Als er Petrus und Johannes sah, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Erwartungsvoll schaute der Mann auf, doch Petrus erklärte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf. One second right there. You know what's amazing about this story? Weißt du, was ist speziell über die Geschichte? Today, Heute, many people in the church globally can no longer say silver and gold I don't have. viele Menschen in der Kirche können nicht mehr sagen, Gold und Silber habe ich keine. But we also can't say in the name of Jesus, get up and walk. Aber wir können auch nicht mehr sagen, gang und stand auf im Namen Jesus. I just take a quick little detour here. Ich mache einen ganz kurzen Umweg. Because oftentimes our money holds us back from seeing what Weil God ganz wants to do. häufig haltet uns Geld uns zurück von dem, was Gott eigentlich möchte machen. And I want to challenge you, Und ich möchte euch because I live in herausfordern, this country with you. weil ich lebe mit euch in diesem Land. Make Jesus king, not our money. Mach Jesus König und nicht dein Geld. He's our security, not our retirement. Er ist unsere Sicherheit und nicht unsere Pensionierung. God gives us money to advance his kingdom. Er gibt Geld, auf das wir das Königreich bauen. And he's given you guys money to advance the kingdom. Und er hat dir Geld gegeben, dass du das Königreich Gottes baust. Luther said that there's usually 2 conversions in the heart of a Christian. Der Luther hat gesagt, es gibt normalerweise 2 Bekehrungen vom Herzen. So one is the heart and the Eines other is ist the das wallet. Herz und das andere ist das Portemonnaie. So I just challenge you. Und ich möchte dich einfach When you herausfordern. see your money, Wenn du dein Geld see siehst, it as a resource for the sieh kingdom es of als eine God. Ressource für Gottes Reich. Amen? Amen? Okay. All right. Let's keep going. Where was I? I'm gonna hide. Okay, keep going. Number 8, verse 8. 8, okay. Er sprang auf, konnte stehen und begann umherzugehen. Dabei ging er mit ihnen in den Tempel, lief hin und her, sprang vor Freude und lobte Gott. Viele Menschen sahen ihn in den Tempel gehen und hörten, wie er Gott lobte. Sie erkannten ihn sofort. Das war doch der Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Alle waren außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. So wurde das Volk auf die beiden aufmerksam.
Die Menschen liefen zu ihnen in die Halle, die Salomons Halle genannt wurde. Als Petrus das sah, wandte er sich an die Menge. Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser Mann gehen kann? That's 12. Migros Club Shule. If you continue reading, Wenn du jetzt weiterlesen you will see that Peter dann stands up siehst, and he preaches the dass der gospel. Petrus aufsteht und das Evangelium anfängt zu predigen. 5,000 people are added to the church that day. 5000 Menschen geben ihr Leben Jesus Christus an And the diesem city Tag. officials, they cannot believe what is happening. Und die Leiter von der Stadt können nicht glauben, was jetzt gerade passiert ist. And it says the next chapter over in chapter 4, verse Und 13. im Kapitel 4 lesen wir im 13. It says, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, un-Migros Club Shule, ordinary men, Und wo nachher die realisiert haben, dass das normale Menschen waren, die da am Predigen sind, dass die nie in Migros Clubschule gegangen sind. they were like astonished. Die sind überrascht gewesen, And they haben sie said, nicht können fassen. These people must have been with Jesus. Und dann haben sie realisiert, die müssen mit Jesus unterwegs gewesen sein. And a great revival happened in Und the eine city. grosse Erweckung ist passiert. I said earlier that God is doing something in this country. Und ich habe vorher schon gesagt, Gott ist etwas am Machen in der Schweiz. I believe very soon Und ich glaube wirklich bald, that the greatest export Switzerland will have dass der grösste Export von der Schweiz is not going to be watches and ist nicht cheese and Uhren und pharmaceuticals, Käse und Pharma, but the greatest export will be the presence of God. aber der grösste Export wird die Gegenwart Gottes Because He's sein. doing something in this Weil country. er etwas am Machen ist in It's diesem the Land. reason why I moved my family from America to Das ist der here. Grund, wieso ich von Amerika mit meiner Familie hierher gekommen bin. I believe in this country. Ich glaube, dass Gott etwas macht in I diesem believe Land. God's doing something special here. Ich glaube, Gott ist etwas Spezielles am Machen da in der Thank you for Schweiz. letting me be in your country. Danke vielmals, darf ich da sein in der Schweiz. Thank you for having grace on my language. Danke vielmals, habt ihr Gnade mit meiner Sprache. But God is doing something. Aber Gott ist etwas am Machen. And I felt when I was working on this message, Und als ich an dieser Predigt gearbeitet habe, many of you come here today habe ich gedacht, viele kommen von euch daher. and you have these dreams in your Und ihr heart. habt die Träume in euren Herzen. These things in your heart that God spoke to you years Da ago. gibt es Sachen in euren Herzen, da hat Gott schon vor Jahren darüber geredet. And I believe with everything in me Und ich glaube mit allem in mir, that over this holiday season dass über die festlichen Tage and going into 2026, und ins 2026 rein, this can be the time das kann die Zeit sein. where what you've seen with your Wo heart, das, was du gesehen hast mit deinem Herzen, you can see with your dass du es eyes. mit deinen eigenen Augen kannst sehen. I want that to happen Und with ich you. möchte, dass das heute passiert. I want you to see that. Und ich möchte, dass wir das anfangen zu sehen. How many of you say, I want that to happen Und with wie me? viele von euch sagen, hey, ich möchte das gerne sehen. I want the things in my heart Ich möchte die Sachen, die ich im Herzen sehe, for me to see with my mit eyes. meinen natürlichen The Augen sehen. spiritual things that God has shown me, Die geistliche Dimension, die Gott mir offenbart I want to hat, see with my eyes. wollte ich mit meinen eigenen Augen sehen. I say spiritual. I say spiritual things. Ich habe gesagt, die geistlichen Sachen. Because if you're seeing Lamborghini, that's not what I'm talking about. Wenn du einen Lamborghini siehst, um das geht es nicht. But if you say God, Und if you ich say sag, God, wenn du sagst, Gott, I want you to use me like you've shown me in my heart. ich möchte gerne, dass du mich brauchst, so wie du es mir schon mal gezeigt hast. I want to see my neighbors come to Und ich möchte sehen, Christ. wie meine Nachbarn Jesus finden. I want to see the guy I work with at the bank come to Und ich Christ. möchte gerne, dass mein Kollege auf der Bank auch Jesus Christus I want to findet. see healings, Und ich möchte gerne Heilige sehen. signs and Und wonders ich and möchte gerne miracles. Zeichen und Wunder und Wunder sehen. Not for me, Nicht für mich, but for you to be aber für glorified. dich, dass dein Name groß wird. If you're burning in your Wenn heart das for that in this dir morning, brennt, heute am Morgen, I'm here to speak to you. dann bin ich da, um zu dir zu predigen. If you're not burning in your heart for that, Wenn das nicht gerade so am Brennen ist bei dir, I'll get to you in 30 minutes. ich bin mit dir in 30 Minuten. How do we see with our eyes what we see in our heart? Wie sehen wir mit unseren Augen, was wir im Herzen schon gesehen haben? God wants to work with you. Gott möchte mit dir zusammen arbeiten. He wants to partner with you. Er möchte, dass du sein Partner bist. So God alone can save the world, Gott allein kann die Welt retten. but he chooses to partner with us. Aber er hat sich entschieden, mit unserer Partnerschaft einzugehen. This is how it's always been. Das ist, wie es schon immer war. He would tell the Israelites, you build the altar, I will bring the Und fire. er hat gesagt, ihr Israeliten baut den Altar, ich bringe das Feuer. Tell the disciples, you bring the bread, I will Er sagt multiply. den Jüngern, ihr bringt das Brot, ich tue es So multiplizieren. there's something that God expects from us Da as gibt es believers. also etwas, was Gott von uns erwartet als Gläubige. And then when we do it, Und wenn wir es machen, there's something we can expect from dann God. gibt es etwas, was wir erwarten von Gott. You guys see this? Seht ihr das? Something we're supposed to do, Etwas, was wir machen something he's supposed to do. und etwas, was er sollte machen.
Good? Okay? All right. So we're going to look at three things today Also from wir this schauen story 3 Sachen an von dieser Geschichte heute. that God expects us to do as believers, Wo Gott von uns erwartet, dass wir tun als Gläubige. and then what we can expect in return. Und dann, was wir im Gegenzug von ihm können erwarten. Number one, you ready? Erstens, sind ihr bereit? Take notes if you have a pen. Hey, wenn du Notizen hast, dann ist jetzt der Moment zum Aufschreiben. My Bible school professor used to always say, the sharpest mind is duller than the dullest pencil. Genau, Sorry. mein Professor hat immer gesagt, der schärfste Kopf ist stumpfer als der schärfste Bleistift. All right. Umgekehrt. Number one. Erstens, I did it wrong. That's okay. You need to write it down. Ja, ich muss es aufschreiben. Number one. Nummer 1. If you want to see with your eyes what you see in your heart, Du willst sehen mit deinen Augen, was du siehst in deinem Herz. you have to believe the Word of God. Dann musst du ans Wort Gottes glauben. You say, well, of course. Ja, du denkst, ja klar. No, ja. no, no. I mean, you have to believe the Word of God. Dann musst du am Wort Gottes glauben. We live in a time Wir leben in einer Zeit, where so many people want to just discredit wo so God's viele Word. Menschen wollen das Wort Gottes They want, diskreditieren. and as a result, Und das Resultat, they say, God, why don't I see anything? wieso sehe ich nichts? And I say, believe the Word. Und ich sage, glaub ans Wort Gottes. This is the Bible. Das ist die Bibel. This is the Word of God. Das ist das Wort Gottes. This is the Word of God. Das ist das Wort Gottes. I hear so many believers say, oh, but I want to know what God is saying to me. Und ich höre immer so viele Menschen, die sagen, ich will gerne hören, was Gott sagt. Read the Word. Ja, lies es. They said, no, but I want to hear what Aber God ich is will saying. hören, was Gott sagt. I say, read the Word out loud. Dann lies es laut. This is the Word of God. Das ist das Wort Gottes. All of it. Alles. This is not a parable. Das ist keine Parabel. This is not just a good fairy tale. Das ist nicht eine gute Nachgeschichte. In the beginning, Am Anfang, God created the heavens and Gott the hat earth. Himmel und Erde geschaffen. God spoke, Gott hat geredet and the world began. und die Welt hat angefangen. This is the Word of Das God. ist Wort Gottes. Oh, but I think it's an analogy. Und ich glaube, es ist eine Analogie. It's not an analogy. Es ist nicht eine Analogie. God spoke. Gott hat geredet The Word became. The world became. und die Welt ist entstanden. We must believe the full Word of Wir God. müssen das ganze Wort Gottes glauben. So we're going to take Peter as our case study this Also morning. wir nehmen heute Petrus als unser Studieobjekt. Peter believed Jesus. Petrus hat geglaubt, was Gott From the gesagt hat. very beginning, Peter Von just Anfang an believed Jesus. hat der Petrus geglaubt, was Jesus sagt. Peter, come, follow me. Er hat gesagt, Petrus, komm, folg mir nach. Peter's like, okay. Und der Petrus hat gesagt, okay. Drops his net Hat sein Netz and hergehalten follows Jesus. und ist Jesus nachgelaufen. He believed Jesus. Er hat Jesus geglaubt. If you follow me, I Wenn will du make mir you a folgst, fisher of men. dann mache ich dich zu einem Menschenfischer. Okay, Okay, here I am. da bin ich. Hey, Peter, Hey Petrus, I'm on the water. ich bin auf dem Wasser. Step out of the boat. Komm aus dem Boot. Okay. Okay. Und ist Schluss. He believed the Er word hat of geglaubt, God. was Gott gesagt hat. Peter's fishing one day. Petrus ist eines Tages am Fischen. Think about the story. He's Du musst mal fishing. über die Geschichte nachdenken. Er ist am Fischen. He hasn't caught any fish all Er hat night. die ganze Nacht keinen Fisch gefangen. Hey, Peter, Hey Petrus, throw the net on the other side of the boat. schmeiß nicht auf die andere Seite vom Schiff. That has no logic to it. Das macht keinen Sinn, da gibt es keine Like- Logik. The net's over here and I throw it over here. Das Netz ist da und jetzt rühre ich es da raus. Peter, Petrus, okay. okay. Fapp. And he catches a load of fish. Und er fängt einen riesen Fang. Peter always believed the word of God. Petrus hat einfach geglaubt, was Jesus gesagt hat. And you too have to believe God's word. Und du auch musst glauben, was Jesus sagt. In this story, In dieser Geschichte we're about to look at 5 things schauen wir 5 Sachen an, that Peter believed. wo der Petrus geglaubt hat. Before Jesus ascended to heaven, Bevor Jesus aufgefahren ist in den Himmel, he says something very interesting to hat er Peter. etwas sehr Spannendes gesagt. gehabt. I'm going to read the 2 of them. It's in Mark 16 and Acts chapter Und wir 1. lesen es in Markus 16 und in der Apostelgeschichte 1. Mark 16, 17 through 18. Markus 16, 17 bis 18. And then we're going to read Acts 1 through 8. Und dann schauen wir Apostelgeschichte 1, 8. Die Menschen, die glauben, werden folgende Zeichen erleben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in neuen Sprachen sprechen. Gefährliche Schlangen werden ihnen nichts anhaben können. Und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und die Kranken werden gesund werden. In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. There are 5 things here Es gibt 5 Sachen da, that Jesus tells Peter. wo Jesus und Petrus aufträgt. In my name, In meinem Namen you'll place your hands on the sick,
Ihr legt die kranken Hände auf. The Holy Spirit's going to come on you. Der Heilige Geist kommt auf dich. You're going to be my witness. Und ihr werdet meine Zeugen sein. A witness is you're going to see with your eyes. Ein Zeuge ist, ich sehe mit meinen Augen. And it's going to happen in Jerusalem. Und es wird in Jerusalem passieren. Okay, so let's pick the story up. Okay, also schauen wir die Geschichte weiter an. As a matter of fact, I wanted someone to help me. Ich brauche jemanden, der mir hilft. One of y'all speak English? Einer von euch zwei You Englisch? speak English? All right, come join me. Come. How can we do this? Okay, so this is the story. Okay, das ist die Geschichte. Peter's filled with the Holy Spirit, just as the scripture Petrus says. ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, wie es gestanden So ist. number 3, he said, wait, and the Holy Spirit will come. Peter's waited, the Holy Spirit's come. 3 war, wart, bis der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist ist gekommen. And then it says Und dann heisst es something special. etwas Spezielles. Grab you a seat right here. Hock mal da her. You're a beggar. Du bist jetzt ein Bettler. Hi, little beggar man. Hey, hey, Bettler. Okay, so Peter. Petrus. Do you want to take it down? Yeah, let's move it out of the way. Unscripted. Okay, so Peter Also der Petrus is walking ist am Laufen to the temple, zum Tempel and there's a beggar. und da ist der Bettler. You're my beggar. Du bist You der gotta Bettler. beg better than Komm, that. du musst ein betteln. I know we don't have beggars in Switzerland, but Ich you weiss, gotta wir work haben at keinen it. Bettler Come in der Schweiz. Aber on. So he's begging. also er ist schon am Betteln. Now remember Peter. Und jetzt denk an Petrus. I believe the word of God. Ich glaube das Wort Gottes. So Peter, Also Jesus, as he's walking, Petrus, wo er läuft, he's been filled with the Holy ist Spirit, erfüllt mit dem Heiligen Geist. and then he sees a beggar. Und er sieht den Bettler. Guess where he's at? Denk mal, wo er jetzt gerade ist. In Jerusalem. In Jerusalem. Remember, Jesus said, in Jerusalem. In Jerusalem hat Jesus gesagt. You're going to witness something with your Du wirst eyes. etwas sehen mit deinen Augen. And what you have to do, Und was du musst machen, lay your hands on the sick, du musst deine Hände auf den Kranken and they will be healed. und sie werden geheilt werden. Okay, so here's Peter. Also da ist der Petrus, Here's the beggar. da ist der Bettler He's walking past the beggar a few times. und er läuft ein paar Mal am Bettler vorbei. The beggar is really disturbing to him. Der Bettler ist wirklich sehr But aufmerksamkeitsraubend. the light bulb Und goes jetzt geht das Licht auf. pretty clink. The light macht bulb. kling. Jesus. Jesus, He sees the beggar er sieht den Bettler and he remembers. und er erinnert sich. In my name, In meinem Namen, you will lay hands on the sick. du wirst Kranken die Hand auflegen They will recover. und sie werden gesund So werden. watch what Peter says. Also schau mal, was Petrus sagt. Guy's begging. Hey, beggar, listen. Hey, Bettler, los jetzt mal. I'm not from Switzerland. Ich bin nicht aus der Schweiz. I'm from Israel. Ich And bin I von ain't got no Israel. money. Ich habe kein Geld. But Aber I do have something. ich habe etwas. And in your Bible says, Und in deiner He Bibel looked at the steht, beggar. und er hat den Bettler angeschaut in the name of Jesus, und er hat gesagt, im Namen Jesus Christus, be healed. bist geheilt. Remember, he believed the word of God. Hey, erinnere dich daran, er hat das Wort Gottes geglaubt. And the Bible says he reaches out Und es steht in der Bibel, er hat seine Hand and he ausgestreckt picks up the beggar and he's und hat healed. den Bettler aufge... Now watch what happens. Und jetzt schau mal, was passiert. Again, he says in the name of Und er Jesus. sagt im Namen Jesus And then he looks at his hands. und er schaut seine Hand an. I guess the next thing is I need to lay hands on the Und ich sick. glaube, ich muss jetzt einfach meine Hand auf die Kranken And the Bible legen. says he just reaches out and picks him up. Und es steht, er hat einfach seine Hand ausgestreckt und hat ihn You see, aufgezogen. we often think like, he's like, in the name of Jesus. Und wir haben immer das Gefühl, er macht im Namen Jesus. This is culture that's happened over Das ist 2000 Kultur, was years. über 2000 Jahre sich entwickelt hat. Peter has no context. Der Petrus kennt die Stories nicht. All he knows is in the Alles, was name er of weiß, im Jesus Namen Jesus. and use my hands, Und ich brauche meine Hand. he's going to be healed. Und er wird geheilt. So sit back down. Also setz mal ab. He does that. Das ist genau das, was er macht. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Hands. Hand. Hands. Here Genau, we let's go. Und And he's er healed. ist geheilt. Thank you. Hey, Danke guys, vielmals. stay here. Stay here. Ja, du kannst noch da You are bleiben. now my sermon prop. Du bist jetzt ein Objekt für die Predigt. Number 1. Nummer 1. If you want to see with your eyes what you see in your heart, Wenn du willst mit deinen Augen sehen, was in deinem Herzen schon siehst, must believe the word of dann God. musst du an das Wort Gottes anfangen glauben. Must believe this word. Du musst dem Wort glauben. God works through us. Jesus, Gott schafft durch uns. He works through ordinary men and women. Er schafft durch ganz normale I said Menschen. this earlier. There are no Ich habe das schon superstars mal in the gesagt, kingdom. es gibt keine Superstars im There are Königreich just Gottes. people who believe Es the gibt word einfach and who don't. Menschen, die an das Wort Gottes glauben. Many people God chose in the Bible Und ganz viele Menschen sind auserwählt worden in der Bibel had their problems. und die haben ganz viele Probleme gehabt. Moses. Moses. He stuttered. Er hat gestottert. And God said, go and talk to
The Pharaoh. Und er hat gesagt, gang und red zum Pharao. I can't. Und er hat gesagt, nein, ich weiss nicht, wie. He was limited. Und er hat es voll gelebt. Gideon was limited. Der Gideon war sehr limitiert. Gewesen. Peter was limited. Der Petrus war limitiert. Gewesen. That didn't matter. Das hat keine Rolle It's not gespielt. about how great you are. Es geht nicht darum, wie gut wir It's about how sind. great he Es is geht darum, wie gut er ist. and whether or not you believe it. Und ob wir es glauben You oder see nicht. this? Seht ihr das? There is a funny story Und es in gibt the eine Bible. lustige Geschichte in der Bibel. The disciples, they come back to Jesus after he tells a parable. Und die Jünger kommen zurück, nachdem Jesus das Gleichnis And erzählt they hat. say, Jesus, Und sie sagen, will you explain this parable? Jesus, kannst du es weiter erklären? It's actually in the book of Mark 7. In Markus 7, Mark 7:18. 18. And they say, Jesus, would you explain this parable to us? Und sie sagen, hey Jesus, kannst du das bitte erklären? And Jesus says, Und Jesus sagt, are you still so dull? sind ihr immer noch so dumm? When you read the Greek, Wenn das Griechische lesest, this word is asunatos. das Wort ist Asunatas. Asunatos means dumb. Und es bedeutet dumm. Jesus says, Peter, Und er sagt, Petrus, are you still so stupid? bist du immer noch so dumm? He wasn't being mean. He was just Is- like, Es ist nicht irgendwie gemein, es ist einfach halt die Peter wasn't the Realität. smartest man in the world. Petrus ist wahrscheinlich jetzt einfach schon nicht die God's not looking for your Stern intelligence. gewesen. Er schaut nicht, wie intelligent du bist. God doesn't care about how good looking you are. Es kommt nicht darauf an, wie gut du aussiehst. If you have hair or no hair. Ob du Haar hast oder kein. God only makes a few perfect heads. Gott macht nur ein paar perfekte Köpfe. And for the rest, he puts hair on Und für them. den Rest gibt es Haar. So, if you want to see God use you, believe the word of God. Wenn du willst, sehen, wie Gott dich braucht, dann musst du das Wort Gottes anfangen zu As a matter glauben. of fact, many of you come here Ganz viele von euch kommen and you're worried. und du hast Sorgen. And I want to remind you, Und ich möchte dich daran erinnern. Philippians chapter 4 says, our God will take care of all of your In needs. Philipper 4 steht, Gott kümmert sich um deine Sorgen. You come here and you're tired. Und du kommst und bist müde. Jesus said, come to me, all of you who are tired, and I'll give you rest. Und Gott sagt, kommt alle ihr, die müde sind, ich gebe euch Ruhe. Some of you here, you're praying. Und ein paar beten, What's the direction of my life? was ist die Richtung von meinem Leben? Proverbs says, trust in the Lord Die Sprüche sagt, vertrau auf Gott with all of your heart. mit all deinem Herz. Lean not on your understanding. Vertrau nicht auf deinen eigenen Verstand. Everything you do, Und alles, was du machst, talk about Jesus. rede über Jesus. He will direct your path. Und er wird deinen Weg leiten. You want to know what you're supposed to do in life? Willst du wissen, was du machen im Leben? You want to know what the plan is that God has for your Möchtest du gerne einen job, Plan sehen für deinen Job, for your marriage, for für your deine family? Ehe, für deine Familie? Just talk about Jesus. Rede über Jesus. And I'm telling you, He will direct your path. Und ich sage, er wird den Weg zeigen. It's the Word of God. Es ist das Wort Gottes. Some of you here, you feel unloved. Es gibt Menschen, die sich da innen vielleicht ungeliebt fühlen. How can God love me? Wie kann Gott mich lieben? Over the Christmas holiday season, you're like, God, I'm lonely and I feel unloved. Während der Weihnachtszeit fühlst du dich vielleicht einsam und ungeliebt. And His Word today says to you, Und sein Wort sagt heute, nothing can separate you from my nichts love. kann dich trennen von seiner Liebe. Nothing can separate you. Nichts kann dich Go to trennen. the lowest ocean. Gang in den tiefsten Ozean, Go to the top of the Matterhorn. gang auf das Matterhorn rauf. Nothing separates you from Nichts my kann love. dich trennen von seiner What Liebe. about my sin and my insecurity? Aber was ist mit meiner Sünde und meiner Unsicherheit? Nothing separates you from Nichts His love. He trennt loves dich you. von seiner Liebe. Er liebt dich. I'm all alone. Ich bin ganz allein. Can I tell you? Darf ich dir I said sagen? this earlier. Und ich habe das schon mal gesagt. You will hear all over Switzerland for the next month the song Emmanuel. Du wirst in der ganzen Schweiz das Lied Immanuel hören. Emmanuel means God with us. Und das bedeutet, Gott ist mit uns. You may be lonely, Vielleicht bist du einsam, but you're not alone. aber du bist nicht allein. God is Weil Gott with ist you. mit dir. Believe the word of God. Glaub am Wort Gottes. Amen? Amen. Number 2. Nummer 2. I'm running out of time. Ja. I'm sweating. Number 2. Nummer 2. If you want to see with your eyes what you see in your heart, Wenn du mit deinen Augen willst sehen, was du in deinem Herzen glaubst, you must step out of your comfort du zone. musst aus deiner Komfortzone rauskommen. We don't like this. Das haben wir schon nicht so mega gern. Okay, this story of the beggar happened at 3 in the afternoon. Die Geschichte mit dem Bettler ist um 3 am Nachmittag passiert.
This is very significant. Und das hat Bedeutung. If you know Scripture well, Wenn du die Bibel gut kennst, you will know 3 in the afternoon was an important time of day. am 3 am Nachmittag ist eine wichtige Zeit. That's when Jesus died on the cross. Das ist, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist. And the Bible says the temple veil was torn. Und wir wissen aus der Bibel, dass dann der Vorhang vor dem What Tempel was zerstört happening worden during ist. that time? Was ist dann passiert? The sacrificial lamb was being sacrificed. Dort ist das Opferlamm geopfert worden. Here's the reason why. Und das ist der Grund, When you wieso. read in the Old Wenn Testament, du im Alten Testament liest, the book of Exodus says you're supposed to pray 2 times a day also in der Apostelgeschichte heisst, man soll zweimal beten for pro the Tag. Jews. Für die Juden. Custom, they ended up adding one more, and then they started praying 3 times a day. Also sie haben nachher aus der Tradition noch das Dritte dazu getan und haben 3-mal gebeten pro Tag. This is why when you read in your Bible, David says, in the morning, in the afternoon, and at evening, I seek you. Und darum lesen wir vom David, wo er sagt, am Morgen, am Mittag und am Abend suche ich This is dich. why Daniel was praying 3 times a day toward Und das ist, Jerusalem. warum das der Daniel, der Prophet, 3-mal gebetet They hat. prayed 3 times a day, Sie haben 3-mal am Tag gebetet. every day. Jeden Tag. And one of those times was 3 in the afternoon. Und einer von diesen Zeiten ist 3 am Nachmittag. Now I want you to see this. Und jetzt möchte ich, dass das seht. Here, Peter and John, as they're walking to Da the temple, sind der Petrus und der Johannes und sie laufen zum Tempel. and there's the beggar. Und da ist der Bettler. You need the money. You're hungry. Er hat Hunger, er braucht Geld. Every nicht single schaffen. day. Jeden Tag. Jeden Tag. The Bible says this guy had been there for 40 years. Und wir lesen, dass der schon seit 40 Jahren dort ist. Every day for 40 Jeden Tag, years. 40 Jahre lang. He was a good-looking man for 40. He took his vitamins. Okay. Er hat 40 Jahre lang seine Vitamine And genutzt. Gut. every single day, Jeden Tag Peter and John would walk past this guy, sind Petrus und Johannes da vorbeigelaufen. and he would beg. Und er war am Betteln gewesen. Every day. Jeden Tag. Because Peter and John would always go to the Petrus temple to und pray. Johannes haben das jeden Tag gemacht. How many times did they walk past this beggar? Wie viel Mal sind sie schon an dem Bettler vorbeigelaufen? Every time. Jedes Mal. Every day. Jeden Tag. The next day. Der nächste Tag. There's the beggar. Da ist der Bettler. The next day. Der nächste They're Tag. walking past the beggar. Und sie laufen wieder The am next Bettler day. vorbei. Und schon wieder einen Tag They're walking past the beggar. später. Und sie laufen am Bettler Hey, vorbei. John. Hey, Hey, how's Petrus. life, buddy? Hey, mega gut. Und Yeah, bei dir? hey, life is good, huh? Cool, gell? Yes, come on. Okay, you get life is good. Hey, mega gut. We're gonna go yes. pray. Oh, komm, wir gehen Seek beten. Jesus. Hey, wir suchen Jesus. Every day, Come on, jeden there's our Tag. beggar begging over Ja, there. ja, mit dem Bettler Hey, am Betteln. I'm getting a little dizzy. Ja, mich auch. Es wird langsam trümmelig. But something Aber- happened this day. An dem Tag ist etwas passiert. What happened? Was ist passiert? Peter heard. Go ahead and shake it. Peter heard the beggar. Der Petrus hat den Bettler gehört. For whatever reason, every day he passed by. Aus welchem Grund auch immer. Jeden Tag ist er daran vorbeigelaufen. This day, Aber der Tag, his spiritual antenna was up. seine geistliche Antenne ist oben gewesen. Holy Spirit was like, Und der Heilige Geist hat gemacht, Peter. Petrus. And remember, he's not the smartest guy in the Und world. wir wissen, er ist nicht der Gescheitste. And Peter hears the beggar, Da ist der Bettler and he prays for him, und betet für ihn. and he's healed. Und er wird geheilt. Here's my point. Das ist mein Punkt. One, believe the word of God. Erstens, glauben Wort Gottes. But two, Zweitens, you need to step out of your comfort zone du musst einfach auch mal aus deiner Komfortzone rauskommen. and trust God. Und Gott vertrauen. All over Switzerland today, In der ganzen Schweiz heute, at the train stations, at the am trains, Bahnhof, in the bakeries, in den Bäckereien, on your street, in deiner Straße, in your family. in deiner Familie. Does anybody see me? Sieht mich jemand? Does anybody hear me? Hört mich jemand? Does anybody even know I'm around? Weiss jemand, dass es mich gibt? And every day Und jeden Tag we walk past them. laufen wir denen vorbei. We walk past them. Wir laufen daran We vorbei. walk past them. Und schon wieder laufen wir Walk daran vorbei. past them. Usually doing good things, Normalerweise mit wichtigen Aufträgen doing unterwegs. godly things. Manchmal sogar göttliche These Sachen guys are going to unterwegs. the temple to Hey, die gehen pray in den Tempel beten. every day. Jeden Tag. But this day, Aber an diesem Tag they heard. haben sie es gehört. My prayer Mein Gebet for all of you here für euch alle da, is that you would have ears to hear what the Spirit's saying. dass wir Ohren haben, die hören, was der Geist redet. You have eyes to see what the Holy Spirit's showing you. Dass wir Augen haben, die sehen, was der Heilige Geist uns offenbart. Vatican needs Jesus. Baden needs Jesus. Baden und Wettigen braucht Jesus. Zurich needs Jesus. Zürich braucht Jesus. Switzerland needs Die Schweiz Jesus. braucht Jesus. And Jesus has saved us, Und Jesus hat uns errettet. placed us here, Hat uns da hergestellt. wants us to hear. Und er möchte, dass wir hören. Many of you in this room,
Und ganz viele von uns in diesem Raum, You go to the same routine wir haben die day gleiche after day Routine after day jeden after Tag. day. The same bus stop, Die gleiche that Bushaltestelle, same bakery, die gleiche Bäckerei, going past the same people at wo wir an work, den gleichen Menschen the vorbeigehen. same desk at work, Der gleiche Pult am the same Arbeiten, routine, die gleiche the Routine, same Cope, der gleiche Coop, same Migros, die gleiche Migros, same Lidl, der gleiche Lidl, wherever you go, wo immer du auch gehst. day after day, Tag after für day Tag after für day. Tag für Tag. And there are people there Und dort gibt es Menschen, who are saying, die sagen, do you hear me? hörst mich, Do you see me? siehst mich, Do you see me? siehst du mich? And we stand there and let the groceries get checked out. Bleep, Und wir sind an der Kasse auf dem Laufband und es macht we don't Blitz say anything. und wir sagen nichts. And if you could open their hearts, Und wenn wir uns das Herz auftun könnten, why am I alive? hören wir Fragen wie, warum bin ich am What's Leben? the purpose of life? Was ist der Sinn vom Leben? We have the answer. Und wir haben die Antwort. Number one, Nummer 1. believe the word of God. Glauben am Wort Gottes. Number two, Nummer 2. you must step out of your routine, Wir müssen aus unserer Komfortzone rauskommen. out of that comfort zone. Und aus dieser Komfortzone draus, I know weiss ich, it's uncomfortable. es ist nicht mega angenehm. This is why Holy Spirit is our comforter. Und darum ist ja der Heilige Geist unser Tröster. The devil will tell you, Der Teufel erzählt, what if you don't say the right words? was ist, wenn du das Falsche sagst? What if you stutter like, Was ist, wenn du Moses. stotterst wie der Moses? Can I give you a little tip? Kann ich dir einen Tipp geben? Okay. The gospel of Jesus is like a lion. Die gute Nachricht von Jesus ist wie ein Leu. How many of you know you don't have to defend a lion? Wie viele von euch wissen, dass man Leute nicht verteidigen muss? All you do is open the cage and you let the lion out. Alles, was du machen musst, ist einfach das Gitter auftun und den Leu rauslassen. And the lion will defend itself. Und der Leu verteidigt sich dann schon selber. On this rock, I will build my church. Auf dem Felsen werde ich meine Kirche bauen. You do your part. Du machst deinen Teil I do my part. und ich mache meinen Teil. And your part, Und dein Teil stepping out of your comfort zone, ist aus deiner Komfortzone rausgekommen. taking a deep breath, Einen tiefen Atemzug tun heart beating so fast, und vielleicht pöppelt dein Herz ganz schnell. knowing what the Word of God says. Wissen, was im Wort Gottes steht. And my third point, Und der dritte Punkt. you have to speak. Du musst reden. You have to open the cage and let the lion Du out. musst die Gitter auftun und den Leu rauslassen. Nothing happened with this Nichts beggar passiert mit dem Bettler, until Peter said, bis der look at me. Petrus sagt, schau mich an. Peter had to say something. Der Petrus hat etwas sagen. He had to open his mouth. Er hat sein Maul auftun. There's something powerful in our Und words. da ist Kraft im Wort. The Bible says, how will anyone know unless you tell them? Und die Bibel sagt, wie will irgendjemand wissen, wenn wir nicht davon reden? I love church history. Ich liebe There's a Kirchengeschichte. very famous quote in church Es gibt history. ganz ein berühmtes Zitat. It's attributed to a man named St. Francis of Assisi. Und es wird am Franziskus von Assisi zugesprochen. It's a cute quote. Und es ist ein herziges I Zitat. quote it in my book back there. Und in meinem Buch tue ich das zitieren. You can buy my book by the... No, I'm kidding. No. Ich kann das Buch kaufen. So it's a good quote. Aber es ist ein gutes Zitat. Preach the gospel and if necessary use words. Predige das Evangelium und wenn nötig brauche Worte. Jesus said, Jesus sagt, go into all the world and preach the gospel. geh in alle Welt und predige das Wort. Like, open your mouth. and Mach dein talk. Maul auf und red. How will they know unless you tell them? Wie wollen sie auch wissen, wenn wir nichts sagen? How will they know? Wie wollen sie es wissen? The world sat empty and voidless Die Welt war wüst und leer gewesen, until God spoke. bis Gott angefangen zu reden hat. And when God spoke, Und wo Gott geredet hat, everything started happening. ist alles in Existenz gekommen. I want to challenge you, church. Und ich möchte euch herausfordern, I believe Christus. you love Switzerland. Und ich glaube, ihr liebt nämlich die I love Schweiz. Switzerland. Und ich liebe die And I Schweiz. want to see this place saved. Und ich möchte gerne sehen, wie die Schweiz How is it errettet going to wird. happen? Wie wird es passieren? How are you going to see with your eyes what you see in your heart? Wie wollen wir mit unseren Augen sehen, was wir in unseren Herzen glauben? Fully believe God's word. Glaube an das Wort Gottes. Step out of your comfort zone Komm zu deiner Komfortzone raus and then speak the word of God. und red Wort Gottes. And then you can stand back Und dann kannst du einen Schritt zurückgehen. and you watch the lion of the tribe of Judah build Und dann his church. schaust, wie der Löwe Judas seinen Job erledigt This hat. is what's happening all over our world. Und das ist schon passiert auf der ganzen Welt. When I was in India, Als ich in Indien war,
I was with the pastor. bin ich mit dem Pastor They gewesen. say, we're going to go on a couple-hour drive to another Und er hat campus. gesagt, wir machen schnell eine Stunde Fahrt zu einem anderen Campus. Okay, so I've been in Switzerland long enough. A Also couple ich bin in hours der is a Schweiz schon- 2-hour drive. Schon genug in der Schweiz gewesen, habe gewusst, das ist 2 Stunden Autofahrt. 2 Oder? hours go by, we're still driving. 2 Stunden später sind wir immer noch am Fahren. 3 hours, we're still 3 driving. Stunden später immer noch am 4 Fahren. hours, we're 4 still Stunden am driving. Fahren. 5 hours, we're still 5 driving. am Fahren. I said, Pastor, when are we going to get Und ich habe there? gefragt, wann kommen wir endlich We're an? almost there. Wir sind schon fast dort. 8 hours later, we 8 arrived. Stunden später sind wir angekommen. And I asked the pastor, Und ich habe gefragt. the pastor, the church is huge. Und ich habe gesagt, die Kirche ist massiv. Tell me some of your leadership traits. Erzähl mir von deinen You must be an Leiterschaftsfähigkeiten. Du incredible. musst ja ein genialer Leiter You sein. know what the pastor told me? Weißt du, was hat er gesagt, der Pastor? I just preach the word of God, Ich predige das Wort Gottes. and I stand back. Und dann stehe ich zurück. And Jesus builds his church. Und Jesus baut seine Kirche. We share the good news of Jesus. Wir teilen die gute Nachricht von Jesus. We trust him. Wir vertrauen ihm. We obey. Wir We gehorchen. pray for the sick. Wir beten für die Kranken. We believe for salvation. Wir glauben an Errettung. And then we stand back and we watch Jesus do the miracle. Und dann nehmen wir einen Schritt zurück und schauen, wie Jesus ans Werk geht. Amen. 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 I'm going to go ahead and grab. You can go. Also, du darfst wieder her sitzen. Give it up for our Hey, beggar. komm, einen Applaus für unseren Bettler. I want to close with this. Und ich möchte mit dem zum Schluss kommen. And I'm going to hit my time perfect. Und ich werde genau eine Punktlandung machen mit No meiner more Zeit. Pharaoh. Kein Pharao mehr. Many of you here, or some of you here, Einige von euch da, you don't even know Jesus that I'm talking about. vielleicht kennt ihr den Jesus gar nicht, von dem ich geredet habe. You don't even have a relationship with Vielleicht hast du noch gar keine Beziehung mit ihm. him. And I want to tell you, Und ich möchte dir erzählen, the gospel of Jesus is good news for you this morning. dass die gute Nachricht aus der Bibel eine gute Nachricht für dich ist heute The same Morgen. thing we do as believers, Das Gleiche, was wir als Christen tun, God wants you to do this morning. möchte, dass Gott tut, dass du heute Morgen tust. One, believe his word. Erstens, glaub Gottes Wort. You know what the Bible says? Weißt du, was sagt die Bibel? If you believe in your heart Wenn du in deinem Herzen glaubst, on Jesus Christ, in Jesus Christ, an Jesus Christus glaubst, if you believe he rose from the dead, wenn du glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, if you turn from your sins and Wenn you du von- follow him, wenn du von deiner Schuld umkehrst und Jesus nachfolgst, let me repeat that. You turn from your ich sins. möchte das wiederholen, du drehst dich weg von deiner This is what the Schuld. word repentance means. Das ist, was das Wort Umkehr bedeutet. The Greek word repentance looks like this. Das griechische Wort für Umkehr, Metanoia, You're walking bedeutet, this way, du läufst die Richtung. and this action is repentance. Und das bedeutet Umkehr. You say, I'm no longer going the way of the world, Ich gehe nicht mehr so wie vorher, wie die Welt geht. but I turn, I follow you, Jesus. Und ich kehre um und ich folge dir nach, Jesus Jesus. said, if you do that, Wenn du das tust, you will have eternal life. wirst du ewiges Leben haben. Believe the word of God. Glaub an das Wort Gottes. Second thing is you step out of your comfort Das zone. Zweite ist, komm aus deiner You Komfortzone raus. recognize I'm a sinner. Und du realisierst, ich bin ein I Sünder. need a savior. Ich brauche einen Retter. I'm lost Ich bin verloren, without God. ohne Gott. There's only one way to heaven, Es gibt nur einen Weg in den Himmel. and that's through Jesus Und Christ. das ist durch Jesus I am the Christus. way, I am the truth, I am Ich bin the der life. Weg, die Wahrheit und das Leben. Step out of your comfort zone. Komm zu deiner Komfortzone raus. And the third thing Und is das Dritte, you confess with your mouth, du bekennst mit deinem Mund. and you will be saved. Und du wirst gerettet. Would you stand with me, church? Würde ihr bitte aufstehen? And band, you can come on the stage. I'm sorry, I darfst forgot to gerne schon call mal you on kommen. earlier. I want to do two things Ich möchte before I zwei close. Sachen machen, bevor wir zum Schluss kommen. First thing is this. Erstens, I want to pray for all of you here that you say, I want to be a follower of ich Christ. möchte für alle beten, die sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. I want to make Jesus my Savior. Und alle, die sagen, ich möchte Jesus zu meinem Retter machen. If you're here this morning and you say, that's me, I just want you to raise your hand. Really, Wenn du really. heute Morgen da bist und sagst, das bin ich, dann heb deine Hand If you auf. say, I want to make Jesus my Savior this morning, Wenn du sagst, ich möchte Jesus meinen Retter machen heute just Morgen, raise your hand really high. heb sie weit auf. We're going to do this together. Wir machen das zusammen. We're going to proclaim Him with our mouth Wir out tun loud, mit as unserem Scripture Mund says. bekennen, wie die Schrift sagt. Okay? So I want all of us to pray together. Ich möchte gerne, dass wir alle zusammen beten. All of us here say, Jesus. Jesus, Say it louder. Say, sag's Jesus, Leute, Jesus, thank you danke, that you came to save me. dass du gekommen bist, um mich zu retten. Today, Jesus, Heute, Jesus, I make you my Savior. mache ich dich mein Retter. I make you my Lord. Ich mache dich zu meinem Herr. I make you my King. Ich mache dich mein König. I make you my best friend. Ich mache dich zu meinem besten Freund. Just like Peter dropped his net and turned and followed you, So wie Petrus sein Netz fallen lassen hat und dir nachgefolgt ist.
I turn from my sins and I follow you today, Kehre Jesus. ich um von meiner Schuld und folge dir nach, Jesus. Say it out loud. Say, from this moment on, Sag's laut, von dem Moment I am yours gehöre ich dir and you are mine. und du bist mir. Come live your life through me. Komm, leb dein Leben durch mich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If you said that the first time, Hey, the wenn das Bible das says there's erste Mal rejoicing in war, heaven. dann ist jetzt eine Party im Himmel. Welcome to the family. Hey, willkommen in der Familie. Welcome to the family. Welcome, willkommen in Gottes Familie. Best decision you've ever made in your life. Wenn du das zum ersten Mal heute so entschieden hast, die beste Entscheidung, die du je getroffen hast. Amen. Amen. For the rest of us, will you just raise your hands? I want to pray for you. Hey, für alle anderen können wir nochmal unsere Hände aufheben. I want to pray over you. Und ich möchte beten. Holy Spirit, Heiliger Geist, thank you for my brothers and sisters this danke morning. vielmals für meine Geschwister heute Morgen. Jesus, Jesus, I ask you ich frage, to give us faith to fully trust dass your du uns word. Glauben gibst, ganz und gar deinem Wort zu vertrauen. Any place that we have not put your word as top priority, I pray, God, that we Wo would immer- move it back to its right Wo spot. immer nicht dein Wort an erster Stelle war, soll es jetzt wieder zurück an erste Stelle kommen, Jesus. Thank you for Danke your word. für dein Wort. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, Und Jesus, we pray as we go around our community this week and this holiday season and all of next year, und wir beten, wo auch immer wir jetzt unterwegs sind in dieser nächsten Zeit, give us spiritual ears to hear. gib uns geistliche Ohren zum Hören. Let us hear the hurting. Mach doch, dass wir hören, wer braucht. Let us hear the lost. Dass wir hören, wo die Verlorenen sind. Let us hear the cry Dass wir die Tränen dürfen that's sehen. coming from the heart and the spirit and the soul Die of our vom friends and Herzen family. kommen, von unseren Freunden und Familie. Jesus, Jesus, give us that boldness gib uns den Mut, to step out of our comfort zone. aus unserer Komfortzone daraus rauszustehen. We thank you that you don't look for the most intelligent, but you look for the most obedient. Danke, Jesus, dass du Gehorsam höher wertschätzt als Intelligenz. Help us to be obedient and have that Hilf courage. uns, dir zu gehorchen, Jesus, dass wir mutig dürfen sein. And Jesus, Und Jesus, we're going to speak your word und wir sprechen dein Wort, Jesus. because your word brings life. Weil dein Wort bringt Leben. Your word brings hope. Dein Wort bringt Hoffnung. Your word brings transformation. Dein Wort bringt Your Transformation. word brings revival. Dein Wort bringt Erweckung. Jesus, In Jesus, Switzerland needs you. die Schweiz braucht dich. Switzerland needs you, Wir Jesus. brauchen dich, Jesus. And I'm going to go and share your good news to Und as ich many bitte dich, people dass as du I mir can. hilfst, dein Wort zu teilen. In the name of In Jesus. deinem Namen, Jesus. Amen Amen. and amen. Amen. Thank you, guys.